Der Tajassen de sportlich elektrische Modell de neue BMW i3S. Et ass kein komplett nein Auto, mir klenge Facelift. Optisch huet sich schon Apps gedoen, den Auto krut mé eng Bret Spur erläit doch e bisse mit Dave. Dëse mi sportlich als geleuchteten i3 mam Zusatzbuchstabe S as och liicht vun seg klenge Bruder zen schäden. Seg 175 Pneu 4 an seg 195 Pneuen handen, all op 20 Zoll Felgen opgezuun, bringen noch schon eng einer Dimension. Besonders vun Hande betruecht steht den Auto och net mi so heich op de Been. Als ein Konzept vun einem kompakten Elektrogefähr mat enger Karosserie als verstärktem Carbonfaser bleibt bis lo emolig, an das allerdings auch mit Deier gin. Für die 4 Meter langen Elektroauto als Interieur modern proportioniert. An Gefühl vu Platz für 4 Personen also überzeugend. Der tut doch sicherlich dummer dazu dienen, dass die typische Mittelkonsole fehlt, an der Boden auch platt ist. Auch die mich schmuel vierte Sitzer drohen dazu bei, aber der größte Nündel als B-Seil von der Karosserie, die fehlt. Das Besondere in diesem kleinen Auto ist, dass sich die 2 Dieren, die eng noch 4 opmerken lässt, an die anderen noch Hand opmerken lässt, ob das so ein Design wie das. Ich meine, das stellen sich mal froh, mit der möglich da war, ob diesem kleinen Rahmen flott ran und rausklammen und dort auch noch bequem ran und rausklammen. Einzig Notdeel, die fichten Dier muss opsehen, sonst geht die hönnischen Dier auch nicht op. Vis-à-vis von den fichten Sitzer sind die Hönnischplätze nicht so gut konzipiert, zumal bei enger mi korpulenter Person. Mit einem Ladevolumen an der Mal von 260 bis 1100 Liter geht es doch durch, für mal mir ein großes Ackerfstür zu starten. Und hier auch noch ein paar Weiterbilder, die weisen, wie die ganze Cockpit vom i3S an das ganze Konzept passt. Obschons BMW neben seinem Elektromotor mit seiner Leistung von 135 kW an einem Drehmoment von 270 Newtonmeter einen Range Extender bei seinem neuen i3S kann mitliefern, wird an sich ein 2-Zylinder 650 Kubik Motorradmotor mit 34 PS ist. Bleibt nach immer der Minuspunkt vom Elektrogefähr, nicht genug Kilometer können zu fahren. Als einzig Margo Marché bietet BMW seinem Elektroauto dem i3 gegen das Supplement von 4.400 € Range Extender an. Als diese kleine Motorlo Bord treibt den nicht nur den Trieder an, aber sorgt doch für Strom für weitere Kilometer elektrisch weiterzufahren. Diese kleine Motor mit einem 9 Liter Tank als Ball nicht zu hören, aber wenn ihr bei 120 km/h auf der Autobahn ersetzt, muss ihr in Tore schon spitzen, für ihn zu hören. Mit dem käft ihr schon Sicherheit, eine Rangnotlesung. Weil wenn Dakuen da bis eitel sind, kein Platz zu finden ist, für Dakuen abzuladen, kann er weiterfahren und durch auf Hände springen, bis auf 250 km zu kommen. Immerem, wenn ihn sich seine Erde weiß verfuhren, wie anzudelen. Wir molden rein noch. Wie fährt sich der BMW i3S? Dann fort, wenn ihn puddig kann damit umgehen, wahrscheinlich kann liegt. Wir konnten ihn während einem Weekend in der Club holen und hatten nicht die Zeit für alles auszuprobieren. Aber können schon sagen, den Startknopf drücken, den Schalter auf D, alles ging der Spaß. Den Elektromotor mischt den i3S mit seinen großen Rädern an dem David Schwerpunkt zu einem dynamischen Flitzer, sie auf der auf der Landstraße oder auf der Autobahn. Mit seinem kleinen Wendekreis inner 10 Meter, aber beim Stop and Go an der Stadt konnte noch Punkte sammeln. An nur 6,9 Sekunden flitzte von 0 bis auf 100 km/h und erreicht eine maximale Vitesse von 180 km/h. Aber diese Vitessen schmilzt Kilometerleistung mehr sehr wie der Schnee an der praller Sonne. Du gewinnen muss in sich und den abrupt auch starken Tempoverlust, sobald ihn der Fuß in der Gaspedal hält. Wer dolle noch auf dem Fuhren so abfällt, dass wenn ihn der Fuß in der Gaspedal hochfällt, den Auto vom selben aufbremst, rekuperiert. Wenn ihn heil oder Straßenverkehr matt abrechnet, braucht ihn wahrscheinlich bremst nicht mehr so viel zu trippeln. Alles an allem, ohne lo viel an Detailer ergangen zu sein, gefällt der BMW i3S schon lang, dadurch, weil Flenkers erweist doch für Batterie elektrischen Autos sind möchte.
Mit möglichst wenigem Ressourceersatz, mit engem Material als Recycling an enger RCK-Karosserie als schon mehr wie den Anfang gemacht. Den i3S als ein gut, noch vielleicht nicht die perfekteste Lösung für all die, die Spaß an Sport wollen, auch für die, die auf eine lange Reise wollen gehen. Mit dieser zweiten Generation vom XV rollt Subaru auf den Marché. Optisch kaum changeiert, obwohl sie auf einer neuen Plattform basiert. Vom Diesel wollen die Japaner nicht mehr wissen. Sie bauen hier im Orchester ein Benzin-Boxermotor, ein Allradantrieb, eine stufenlose Automatik und das Sicherheitssystem EyeSight als Standard an. Sie bringen noch damit ein Auto, das nicht an der Leck zu sehen ist. Den aber an der großen SUV Big Band, die sich momentan unter das ganze Land Parkplätze teilen, auch hier am Lifestyle-Crossover der SUV-Spiel mitspielen kann. Die Leistung vom XV stellen zwei Benziner, wie schon bekannt, an der Boxer Bauweise, neben dem Basismodell von 114 PS als einem 1,6 Liter und 156 PS als einem 2 Liter Motor, wobei auch laut Subaru 80% von den Motordelen ausgewechselt kaufen. Der Subaru XV stellt doch schon seinen eigenen Look und präsentiert sich nach mehr kräftig, wobei sein mehr reich positionierte Kühlergrill die moderne LED-Licht-Innerschrift an sein Seitenprofil der Garant sind. Seine Länge von 4,46 Meter heute behalten, und seine hünnischte Luchten goufen noch mehr stark an die Karosserie angebunden. Der Designer Interieur fällt Orlo nicht hauptsächlich auf und orientiert sich weiter an seinen Vorgänger. Der größte Schwung hat Subaru aber beim Verschaffen von Material erreicht. An dem neu geformten Volant winkt das modern mit einem Display für Computerdaten und der Kontrolle von den Assistenten zum Fahren. Das Infotainment besucht ein neues Modul an der Mittelkonsole laut Version mit einem 6,5 bzw. 8 Zoll vergrößerten Monitor, die die Kopplung von unseren schlauen Telefonsapparaten via Apple CarPlay und Android Auto möglich macht. Außerdem steht doch noch ein kleines Display auf dem Tableau de Bord, das bei Bedarf Navigationszeichen abblenden kann. An den Aufschluss von diesem Ekran mischt ein Reihe Knäpperchen mit zwei großen Temperaturräderchen. Für die Passagiere gut können zu transportieren, bietet XV 4 an Handen an alle Richtungen hin ordentlich Platz. Sitzer an sich haben den durchschnittlichen Komfort, eine gute Polsterung, es mengt den nicht an einem SUV zu sitzen. An der Recht beim Ladevolumen von der Mal merkt den, dass in keinem SUV mehr echt an einem Kompaktauto sitzt. 385 Liter sind für ein SUV echt streng gerichtet zu, aber an der Kompaktklasse, zum Holz mit Allradantrieb, haben wir noch einen guten Wert. Wie wild kann ich auch nachher bis auf 1310 Liter Ladevolumen vergrößern. Der knapp 1,5 Tonnen schwere Subaru XV gouf an unserem Test vom 2 Liter Benziner Boxermotor mit der Leistung von 156 PS angedriffen. Ohne dass aber lo bei mir sportliche Ambitionen aufkommen sind. Die geben noch durch die stufenlose Automatik der Lineatronik direkt im Keilriemen stecken. Der große Pluspunkt kann in diesem Motor mit seiner Lineatronik aber gehen und überzeugt mit einem ruhigen, akkultivierten Lauf am normalen Straßenverkehr. Mit seinem Allradantrieb und seinem variablen Active Torque Vectoring wird uns auch bewiesen, dass die Subaru-Tradition zielsicher, egal ob was für einen Untergrund, ob unsere Bilder hier am Schloren sehr weh mischt. Eng feinfühlig Radabhängen, zusammen mit einer direkt ausgelösten Steuerung, verstärken das Effekt, sodass der XV sich auch mit Spaß und Makadam vorlässt. Wie schon bei Mipresa ist Subaru auch stolz, sein Sicherheitssystem, das EyeSight-System, auch an den XV abbauen zu können. Mit Hilfe von einer Stereokamera wird vor einem Accident gewarnt. Der Aufstand wird gemost, Vitesse programmiert und Spur gehalten. Allein doch am Notfall eine Vollbremsung an.
Und zum Schluss noch zum Spritverbrauch. Und hier kann ich noch nicht mehr sagen, beim Spritverbrauch lassen diese Boxermotoren keine geringe Bärm an den Himmel wurzeln. Wir für aufzuschließen, Subaru hat mit der zweiten Generation vom XV viel Schwächte behoben. Ein Lüftcheninterieur zum Molz von der Panoramadach mit der Bordas durchgezaubert. An der Punkto Kombination, Suspension, Boxermotor, Elektronik, interessant Offer und so weiter.